Ja? Oh. Oh! Ja gut. Der ist... Was geht ab? Herzlich willkommen zu meiner Roomtour. Das habe ich als Kind immer gemacht und ich zeige euch heute, wo ich die letzten 24 Jahre lang gewohnt habe. Ich habe schon mal eine Roomtour gemacht, die ist allerdings, glaube ich, 3 Jahre her. Und ich mache diese Roomtour hier jetzt, weil ich in 3 Wochen ausziehen werde. Und ich wollte nochmal für mich, aber auch für euch so ein bisschen das ganze filmen, ein bisschen zeigen, wie das aussah. Aber bevor es losgeht, jetzt, wenn ihr dieses Video schaut, sind Milo und ich. Guten Tag. Wir sind live auf Twitch, denn wir machen die sogenannte Streaming-Woche Winter Edition. Das heißt, wir streamen eine Woche lang durchgehend aus den Schweizer Bergen. Wir fahren Ski, wir bauen Igloos, wir gamen, wir gehen Eisbaden. Ist ein absolutes Fest. Link ist in der Beschreibung. Aber ich würde sagen, wir gehen rein in mein Zimmer. Das ist die Tür, die in das wunderbare Reich hineinführt. Hier ein Poster von einem BAZ-Konzert, wo ich war in Zürich. Kommt rein. So sieht das Ganze aus. Ich schließe mal die Tür. So, das hier war mein Schlafzimmer für die letzten 24 Jahre. Ich glaube, man hat das immer in den Videos gesehen, aber heute mal ausführlich. Also, wo soll ich anfangen? Bei diesem Schrank hier? Fangen wir dort an, ja. Okay, fangen wir hier an. Dieser Schrank hier ist der scuffedeste Schrank, guck mal. Ja? Er ist sehr instabil und eigentlich sollten die Play-Buttons rausfallen. Guck mal, ich habe hier einen Play-Button, ja, die Play-Buttons. Dann habe ich hier den zweiten Play-Button. Hier kaputt, sieht man das? Hier. Ja. Überall, das fällt immer runter, der ist komplett hässlich. Hier drin sind all meine Brillen, kleine Accessoires, wie zum Beispiel diese Pfeife hier. Die ist dort drin, die ist von meinem Großvater. Hast du die schon mal benutzt? Von Marc Gebauer, so ein Etui. Für was ist das? Ist das für Parfums? Da sind Parfums drin, auf keinen Fall Uhren. Ja, und hier unten, das ist das Geilste, Digga. Darts von Gabriel Clemens unterschrieben. Sehr, sehr wichtig. Oha! Original verpackt. Original verpackt, unterschrieben. Genau, das ist der Schrank. Das ist einfach so ein random Schrank. Dann hier ist der legendäre Stuhl. Da sind alle meine Kleider drauf. Kann ich euch mal was vorspielen? Ja, perfekt, Digga. Geil. Man kommt hier, geht ins Bett rein, macht so. Es funktioniert nicht. Ja? Oh. Oh! Ja gut. Der ist... Hier fallen die ganze Zeit die Latten raus. Er hat Latte gesagt. Das Ding hält gar nicht mehr, aber macht eigentlich seinen Job und ist extrem laut. Bei was? Hier ist mein Schreibtisch. Macht dann die Finanzen und macht hier die Blätter in die verschiedenen Fächer. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man Ordnung hat. Dann hier den Corona-Helm. Der kommt aus Köln. Der kommt von der legendären Silvesternacht von diesem Jahr. Habe ich importiert, straight up. Wow, mach doch nicht so flexig. Was ist das? Das ist Prada oder was? Das ist auch Prada? Sag mal, geht's noch oder was? Wie kann man so flexen wie du? Wenn dieses Video 10.000 Likes bekommt, dann werde ich so auf den nächsten roten Teppich gehen. Kein Joke. Sieht eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus, oder? Und jetzt hier so Fotodinge einfügen. Roter Teppich. Aber jetzt gehen wir rein in das Zimmer, das mir tatsächlich sehr, sehr viel bedeutet und in dem alles gestartet hat. YouTube hat dort gestartet. Ohne dieses Zimmer würde ich, glaube ich, heute nicht machen, was ich machen würde. Ich habe das Privileg, dass wir beim Haus von meinen Eltern hatte ich 2 Zimmer, also dieses Schlafzimmer und dann eben das Studio. Komm. Oi. Kommt das groß rüber auf Kamera? Das ist das Studio, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Das ist auf jeden Fall auch das Zimmer, das ich am meisten vermissen werde, weil es gibt hier noch so Sachen, die von ganz früher sind. Zum Beispiel hier oben ist von März 2021 ein Zettel, da steht Insta 48.000. Ja, das habe ich dorthin geklebt. Das sind die ersten Logos von meiner Kleiderbrand, die Bifrent, von der absolut nichts mehr gekommen ist. Einfach so ein Schrank, da ist alles drin. Hier sind alle Sachen, die ich gebraucht habe. Linsen, Kopfhörer, Festplatten. Meistens die Schachteln, weil ich immer Angst habe, dass ich die wegschmeiße, wegen Garantie und so. Habe noch nie eine Garantie eingelöst. Swiss Comedy Award, Swiss Influencer Award. Der ist mir kaputt gegangen. Hier 2 Flaschen Wein von meinem Pate, sagt man glaube ich in Deutschland, aus meinem Jahrgang. Das sind 2 Weinflaschen von 1999. Oha. Smarter Move. Oha! Without a doubt, you can play against me. Without a doubt, you know it's very hard. It's been very tough. But yeah, we can play to each other. Rafa Nadal, please just write me in the comments. Natürlich die legendäre Dartscheibe, wo ich immer die Dart-Stream mache momentan. Oh. 61 Punkte, nicht so schlecht actually. 180! Legendär, wie das auch befestigt ist, das ist, also die Dartscheibe, die hält nicht und das Board hält auch nicht.
Das heißt, es hält eigentlich gar nichts. Eines meiner nicesten Pieces habe ich mal auf Ricardo gekauft. Das ist so Schweizer Ebay, oder? Ja, würde ich sagen, Schweizer So, eBay, ja. Schweizer Ebay. Der ist actually eigentlich sehr, sehr teuer. Ich glaube, der kostet so 800 Franken, aber ich habe den für 150 bekommen, weil der ist aus diesen alten Röhren. Und das ist wirklich, der ist richtig massiv, das hält geil, das wackelt nicht. Das ist sehr, sehr geil. Hier hängen meine ganzen Kleider. Drüben im anderen Zimmer, wo die Taschen hängen, dort sind die Kleider. Hier sind so die nicen Sachen. Diese Schuhe habe ich von Adidas bekommen. Vielen Dank. Ich war wirklich wütend, weil ich irgendwas gefilmt habe und ich habe so oft aufgenommen und dann habe ich, glaube ich, nicht gefilmt mit der Kamera. Und ich schwöre, ich war so wütend. Ich habe die abgerissen, aber sie dann wieder hier eingesteckt und ich glaube... Was? Sie bekommen wieder Wurzeln. Ja, ich glaube auch. Ja, das sah gut aus. Ich glaube, so ansatzweise funktioniert es vielleicht. Ich weiß nicht. Hier ein Bild, das habe ich zusammen mit Can gemalt. Ist ein Kollege aus der Schweiz. Grüße gehen raus. Wir haben hier einmal von Marc Gebauer. Von Marc Gebauer irgend so ein arabischer Duft. Doch. Also, Der ist richtig stark. Also das ist wirklich... findest du ihn richtig, ist sehr intensiv, so richtig. Ja, also das ist so ein Duft, wenn du deine Kleider einsprayst und sie wäscht, die schmecken nach der Wäsche immer noch nach Parfum. Aber es ist trotzdem ein guter Duft, finde ich, Der nicht? Duft ist sehr, sehr gut, aber sehr intensiv. Ja, Also okay, ja, stimmt. Auf glaube ich, so Arabien oder arabischer Duft. Ich dachte mal, es wäre eine gute Idee, wenn ich mir so günstige Düfte von einem nicen Parfum kaufe. Hat sich dann herausgestellt, das war der dümmste Kauf ever. Die halten wahrscheinlich so 5 Minuten, dann schmeckt es gar nicht mehr, aber sieht gut aus, wenn die hier stehen. Genau. Ah, hier unten ist das Bild. Ah ja, genau. Dieses Bild ist von Traurig, dem Techno-Remix. Dieses Bild hat mein Cousin gemalt und ich habe es ihm einmal ausgedruckt und einmal für mich, so als Erinnerung. Sieht sehr, sehr geil aus. Küsse gehen raus. Adam, du weißt, wie es läuft. Und dann natürlich zum Schluss hier das PC-Setup. Was habe ich mir dabei gedacht? Eigentlich nicht viel. Alle Kabel gucken unten raus. Es sind nur die Technik-YouTuber, die das richtig schön haben immer. Sonst niemand. Man muss auch sagen, so Kabel sortieren, das sieht geil aus, aber es ist das Unpraktischste, was du machen kannst. Wenn du mal irgendwo was verschieben musst, dann musst du alles aufmachen, neu ankleben. Das ist so dumm. Lasst eure Kabel hängen. Man fühlt sich viel freier. Und manchmal braucht man im Leben eine gewisse Freiheit, um sich entfalten zu können. Wir haben hier einmal die Random-Schublade. Das ist die klassische Schublade, nur Random Stuff drin. Gaming- bzw. Streaming-PC. Alte Sachen von The Different. Also wenn jemand noch einen Sticker will, please don't hit me up, ich werde es euch nicht schicken. Schick mir einen Sticker. Kabel, noch mehr Kabel. Kleine Techniksachen, so Linsen, Deckel und so. Ich muss sagen, ist sehr organisiert. Ist es organisiert? Hier sind alles Zeitungsartikel, Sachen von mir drin. Erfolgreichster Komiker der Schweiz wohnt noch bei seinen Eltern. Nicht mehr lange, Digga. 3 Wochen, da bin ich raus. Und hier habe ich Werbung gemacht fürs Impfen am Anfang von der Corona-Pandemie. Da hatte ich einen sehr krassen Topf, Digga. Powerbanks. Okay, ich zähle jetzt mal meine Powerbanks, okay? 1, 2, 11 Powerbanks. Ich habe Strom für das nächste ganze Jahr für meine Wohnung. Ich bezahle einfach keinen Strom in meiner Wohnung. Ich weiß nicht, also Leute, die es schaffen, ihre Powerbanks immer aufgeladen zu haben und wirklich zu brauchen, die haben ihr Leben im Griff. Ja, stimmt. Ja, lass noch kurz rausgehen für den Schluss. Das hier ist der Balkon. Hier drin ist mein Zimmer. So sieht es von außen aus. Ganz, ganz weird. Oder? Ja, okay, gut, spiegelt komplett, aber egal. Ja, man sieht so ein bisschen, ne? Ist so weird, ein Zimmer von draußen zu sehen, finde ich. Wenn man so von außen reinguckt, ist es gar nicht so groß, wenn man jetzt so, hier so reinguckt. Dort hinten ist das Trampolin. Ja, so habe ich gelebt, die letzten 24 Jahre. Bisschen sad, dass ich ausziehen muss, aber auch geil, weil man jetzt einfach in der eigenen Wohnung ist und halt jetzt streamen kann, wann man will, Videos filmen kann, wann man will. Weil mein Dad hatte direkt daneben, dort drüben, sein Büro. Und das ist halt manchmal ein bisschen nervig, wenn ich hier drin am Film bin und rumschreien bin und mein Dad muss dort arbeiten, wie ein normaler Mensch. Ich werde dieses Zimmer vermissen. Das ist so, finde ich, ein legendäres Zimmer. Sieht sehr, sehr geil aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut da rein und Grüße an meine Mutter.